Merci, Herr Präsident. Erlaubt mir für dich, Madame Rapportrice, merci zu so für Ihren schriftlichen und mündlichen Rapport und auch meine Mitarbeiter aus dem Ministerium für die gute Arbeit, die wir heute zusammen gemacht haben. Ich will auch der Chambre merci sagen, dass die Chambre innerhalb von 6 Monaten einen Text heute an das Plenum zum Votum bringt. Es sind der Meinung, das stärkt das Chambre als erste Pouvoir und schwächt die Chambre definitiv nicht. Da bin ich aber ein bisschen erstaunt, Herr Präsident, dass der Sprecher heute von den Sozialisten, den Herr Biancalana, war, und nicht Kollegin Liz Brass, weil sie war die Sprecherin an der Kommission. Und zwar, dass wir gesagt gehen, das ist ein bisschen Aufregung, den Herr Madame Brass angedeutet hat, dass sie dieses Projekt mitstimmen, dass wir gesagt gehen, dass sie leider heute Morgen an der Fraktion umgedreht ist, dafür wahrscheinlich, weil sie nicht heute hier ist. Herr Präsident, das Purmel gesagt gehen, und ich unterstreichen das, die Regierung möchte eine Asylpolitik mit Herzverstand. Und ich will vielleicht kurz, aber weil es verschiedene Sachen vermischt, wir schwätzen heute von der Asylpolitik und am Anfang nicht von der Immigrationspolitik. In den Asylfried, der verlässt sein heimisches Land, weil er verfolgt wird, aufgrund von seiner Religion, von seiner Hautfarbe oder wegen des Kriegs. Und einen, der will auf Lützeburg emigrieren, könnte, weil er hier will schaffen oder weil er Familienzusammenführung will haben. Das sind also 2 verschiedene Sachen. Aber wenn ich dann höre, dass wie verschiedene Redner heute gesagt haben, wir sollen uns erinnern, zum Beispiel in portugiesischer Communität, die sind am Kader von der Immigration kommen und die sind nicht am Kader, ob man den ganz großen Teil nicht von der Asylpolitik, wann ich klift, den Debatte klar kadrieren. Ah ja, kein verlässt gern sein heimisches Land, keiner ist gern auf der Flucht. Und dafür machen wir einerseits eine humanitäre Asylpolitik mit einer humanitären Verantwortung, und andererseits eine Asylpolitik, die den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht wird. Wir können als Gesellschaft nicht überfordern, wir brauchen eine Asylpolitik, die auch die Leute akzeptieren. Und dafür brauchen wir auch ein Regelwerk, das die illegale Immigration besser enkadriert. Also eine responsable Asylpolitik mit Verstand, mit einem klaren Kader, Leute mit einer reellen Perspektive auf eine Protektion, kriegen eine sehr Antwort, kriegen eine sehr Integration, und Leute ohne Perspektive kriegen keine falschen Hoffnungen gemacht, kein Sand an der gestreut, aber wir gucken, dass wir sie zurückkriegen, am liebsten über die Retour volontär. Und ich will doch ein paar Zahlen nennen. Ja, von 24 auf 25, den Herr Baum hat das angedeutet, sind die Monat d'Asyl heute zu Lützeburg um 12,5% zurückgegangen. Wir haben 2024 772 Leute das Statut gehen, 2025 625 Leute. 12 von den Nouvelle Arriveen am ersten Quartal von diesem Jahr verglichen am selben Zeitraum vom letzten Jahr sie bis lo 36% zurückgegangen. Lützeburg war immer an den Top 5 von den EU-Ländern mit den meisten Demandeurs d'Asyl. Eine andere wichtige Zahl ist auch die Zahl von den Dubliners, also Leute, die für dich an einem anderen Memberstaat Asyl fragen und dann hier auf Lützeburg kommen. 800 Dubliners, wo auch das neue EU-Regelwerk einen klaren Kader zieht. Erlaubt man dann aber auch noch kurz ein Wort zum Retour volontär zu sagen. Es ist die Regierung, die den Retour volontär angefordert wird für Leute, die die Konditionen nicht erfüllen, ob eine menschliche Art und Weise an ihr heimisches Land oder an den Drittstaat zurückzuführen. Nicht nur mit finanzieller Unterstützung, auch mit einem Akkompagnement von europäischen und internationalen Organisationen. Und ich will doch heute paar Zahlen zu den Retouren sagen. 2023 hat man 113 Retour forcé, 2024 130
an 2025 116. Bei den Retourvolontären hat man 2023 166 Retourvolontären, 24 308, 25 293. Soviel zu den Zahlen, die das Debatt objektivieren. Und ich verstehe, aufgrund von der Komplexität vom europäischen Regelwerk, dass verschiedene Sachen vermischt gehen oder vielleicht nicht richtig durchgestaltet gehen. Eine responsable Asylpolitik mit Herz Verstand heißt auch, dass das muss organisiert auflaufen. Basis für eine koordinierte und organisierte Asylpolitik setzen wir hier an Lützeburgisch Recht. Den europäischen Asylpakt bedeutet ein einheitliches System von Solidarität und Verantwortung, sichere Außengrenzen, schnell und effizient Prozeduren, Integration von der Migration am internationale Partnerschaften an den Schutz von den Grundrechten von denen Leuten, die an Europa kommen. Und ich will doch dem Herrn Asselborn merci sagen für die Negoziation von diesem europäischen Asylpakt, weil das den Herrn Asselborn, den Herr Asselborn, den Asylpakt, lasst mich mal ausschwätzen, das ist eine große Aufregung bei den sozialistischen Kollegen. Et ass den Herr Asselborn, den Asylpakt negoziiert, huet schon noch den Artikel am Herreblatt haut moi gelees, wo den Herr Asselborn sech immer do géint ausgeschwert huet. Dat sind Returnhubs mit Returnhubs sind net am Asylpakt, déi sinn am Reglement Retour, de mal lowerten am Juli a priori zu Dublin Jaikonseil une. Dat sind zwo verschiedene Sachen, also bleifft wannnech gelieft bei der Recht. An den EU-Asylpakt as Chlorzeechen Schleiserbanden. Mit diesem Asylpakt wird das Geschäftsmodell von den Schleuserbanden zerstört gehen. Herr Präsident, das viel über den Screening geschwärzt gehen. Du kann ihn auferstehen sehen oder nicht auferstehen sehen. Das Screening ist festgelöst am EU-Asylpakt. Du gibt es keine machte Manöver. Ja, das ist ein Paradigmenwechsel. Leute, die sich illegal auf einem Territoire abhalten, müssen durch das Screening gehen. Ich präzisiere auch also Leute, die sich illegal auf einem Territoire abhalten. Ich meine, all Rechtsstaat hat Recht zu gucken, wen sich auf seinem Territoire aufhält, aber wenn ein Fund geht oder ein, den sich meldet, auch ohne ein paar Bayern, da muss eben geguckt gehen, wen ist die Person. Das Screening appliziert sich eben nicht auf Leute, die mit einem Visa auf Lützeburg kommen oder die auf Lützeburg kommen, kein Visa brauchen und zum Beispiel dann geben Asyl frohen. Am Kader von dem Screening wird der Sicherheits-, Gesundheits- und Vulnerabilitätscheck durchgeführt. Auch am Interesse von der Person. Weil wenn sich herausstellt, dass die Person zum Beispiel schlimm krank wird, ist es als Verpflichtung der Person auch schnell zu helfen. Dann Pfuen. Es sind darüber angegangen, es gibt verschiedene Kategorien von Pfuen. Und Pfuen sind am Polizegesetz war am Code de Procédure penal geregelt. Dafür braucht man kein zusätzlich Regeln, da das ganz klar do geregelt. Der Filtrage ist auch kein aufschließende Prozedur. Der Filtrage ist nur von verschiedenen Redner durchgestaltet, wie wenn das eine aufschließende Prozedur ist. Nein, aus dem Filtrage raus kann ihn dann Asyl frohen oder nicht. Die Unität für das Centre de Filtrage könnt, das Screening Center als effektiv, da das richtig gesagt gehen, könnt an das alt Freiert Adamsgebäude, da müssen nach einer Reihe Erbesten gemacht gehen. Da will ich auch zu dem Reproche kommen, mir geben die Leute einfach en Retention setzen. Auch das ist faktisch falsch. Es geht auf der einen Seite eng Assignation à Residence, wo die Leute während den Tag sich können frei bewegen, wie an der Maison de Retour volontaire, sie müssen just overes do sein. Und es gibt an Ausnahmefall
eben e Placement en Retention ënner verschieden Konditionen. Iwer Modalitéiten, wéi dat geréiert geht, sinn hai Kollege Firmer darüber agang an dofir werde Städlo net nach enkeier wiederholen. Dann kurz vor zu der Prozedur op der Bausegrenz, Dir wëst Lützeburg huet kein Küst, mir hu just eng Bausegrenz an der das de Flughafen, dat ass fir aner Memberstaaten méie wichtesche Sujet, die mat langen die langen Küstegrenzen hunn mir ebe just heute Flughafen an dofir ass dat fir Eislo geen gräeren Sujet. Dann och nach enkerrick op Donnneen, die kontrolliert gin. Et das wichtig, dat man als Europa fiabel Donnneen hun. An dofir se so wichtig, dat durch das Reglementation auch die Eurodac-Datenbank reformiert gëtt, fir eben och können die Leute, die ha fir deicht firstellech gin, déi opzuhhölle, wann se gefen an ein enert Land komme, fir dat den du net rëm enkeier muss nei Donnneen hhöllen, an dofir wat das haut en Desavantage vun der Prozedur vun dem aktuelle System eng Person, déi zum Beispiel a Griechenland du könnt an dot Donnneen opgold krit, könnt ha hinner an Donnnee sinn offen net fiabel, a mir muss nach enkeer Donnneen oppen an verstehen dat gut, wie wann muss 2-3 Mal sech Donnneen ophëlle lossen, dat dat net flott ass, haiget eng europäesch Datenbank verbessert, fir eben dat an Zukunft net méi geschiet. An die Eurodac Datenbasis ist ganz wichtig für Lützeburg, weil wir sind größten Teil ein sekundär Migrationsland, das heißt, wo die Leute erst an Italien, Spanien, Griechenland hier erste Mord machen und dann auf Lützeburg kommen. Auch da das ist eine klare Message gegen kriminelle Schlepper, Schleusebanden und Schmengen. Wir sind uns alle eins, dass wir dieses Businessmodell nicht wollen. Unterstützen. Dann op e Sujet, den die mënschlech Approch vun der Asylpolitik weist, op déi awer heilo leider kein Agängers. Dat sind Kriterien vun der Bestimmung vum responsablen Memberstaat. Weil do geschieht auch eng Revolution. Weil Priorität ass net méi just Land, wo die Person kënnt, mit Priorität ass der Respekt vun der Unité familial, also do wo d Familie ass, a besonders wann man vu Mineur non accompagné schwätzen, kann man jo ke soen, dat de Kant net am leefste wëllrick bei seg Familie goen. Naier soch, dat de Memberstaat kann responsabel geholl gin, wann an dem Memberstaat zum Beispiel ein Diplom op enger Schulgemerk gin ass oder do geschafft huet fir drun. Wat naier soch an der Prozedur, an dat das haut Problem fir Lützeburg an dofir Reesene joch a verschiedene Länder fir ze kucke, wie man dat ënner dem aktuelle Statut können besser regeln mat Länder wie Spanien, Griechenland, an Italien zum Beispiel ass. Ein Dubliner den haut heiers, wenn man de willen zurückkriegen, dann muss dat ernert Land wo en Ukommers muss eng Autorisation gin fir opzuhöllen. Dei Prozedur get geändert, die Prozedur geht lo durch, fir et einfach zu soen mat enger Notifikation. Dann zu den Mineur non accompagné. Ich verstehe, aufgrund von dem Regelwerk und aufgrund von dem Fett, dass es eben jugendlich sind, kann dat kann kontradiktorisch diskutiert gehen. Wir sind nicht d'accord mit falsch aussagen, weil die eben nicht stimmen. Es ist die erste Kehr, dass ein Mineur non accompagné heute zu Lützeburg ein Tutor ad hoc zur Verfügung kriegt. Aber recht eine Person, die den Mineur non accompagné permanent begleitet. Es ist also eine Kommission, die wird geschafft und das Reglement als deponiert, ich meine, Herr Bandiut hat an der Motion gefragt, als deponiert gehen am Regierungsrat für die Komposition an den Auflauf von der Kommission zu regeln. Und die Kommission guckt natürlich auch den Intérêt supérieur vom Kant an. Der Juge aux Affaires familiales hat auch eine wichtige Rolle bei den Mineurs non accompagnés zu spielen, also auch hier eng human Approche. Und dann zu den Rekurren, das viel diskutiert, gehen wir viel darüber an den
an der Kommission geschwert. Ich will einke ganz klar darauf angehen. Wir bewegen uns am legalen Kader. Et ass eng Machtappreciation negociiert gin vun den Ministern, die demos dofir zoustännech wären, a mir holen entweder den maximalen Delay oder ma sinn an der Mët mir nie de minimalen Delay geholl. An schwëll awer och enkeier schon nach 2 Minuten, Herr Präsident. Merci. Enken Artikel 60 vom Reglement zitieren. Sans préjudice du principe de non-refoulement, le demandeur et la personne faisant l'objet d'un retrait d'une protection internationale n'ont pas le droit de rester en application du paragraphe 2 lorsque l'autorité compétente a pris l'une des décisions suivantes en dagin die verschieden. Dat heißt, eng Person darf laut Reglement als eng Affirmation, eng Kloraffirmation net heibleiwen, ausser man darf in die Person net an de Land zurückfeieren, wo het net genug Schutz hat. Also auch hai wannnech glift beim Text bleiwen, alles Ernstes bringt net zur Debatte, das Chlor e Gleichgewicht tschent enger séierer Gerichtsprozedur an dem Respekt vun den droit de la défense. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich aufschließen mit einem Zitat von der Kommissionspräsidentin: Migration als eine europäische Herausforderung, für die wir europäische Lösungen brauchen. Wir sind ein europäisches Land, das seine europäische Verantwortung überhält, solidarisch ist, an eine Asylpolitik möchte, mit Herz und Verstand. Merci.